Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Neuer Tag, neue Folge, jetzt redet wir. Herzlich willkommen, Chiara. Dankeschön. Danke dir für die Einladung. Sehr gern, Oh, sorry. kein Problem. Für die vor dem Bildschirm, wir kennen uns eigentlich nicht. Du hast im Podcast gefolgt, weil durch den Michael, hast du gesagt. Und ab und zu hast du mal auf meine Stories reagiert. Ja. Und dann ist dabei rausgekommen, haben wir so ein bisschen geschrieben, ist rausgekommen, dass du Kinderpsychologin bist. Und ich habe das mega spannend gefunden und habe gedacht, ey, komm doch, reden wir darüber, Sachen, die mich vielleicht auch beschäftigen. Ich habe zum Beispiel auch lange in der Psyche gearbeitet, aber Kinderpsychologie war immer so ein Thema, wo ich hohe Achtung davor hatte. Oder ich habe mir so gedacht, ich habe zu viele Fragen im Kopf. Schau, wir machen jetzt einfach mal so ein Kärtchen da. Okay. Eine Frage, damit es nicht zu viel ist, damit es sich nicht in die Länge zieht. What do you think my go-to karaoke song is? Ist schon schwierig mit Leuten, die du gar nicht kennst eigentlich, oder? Ich kann es echt nicht sagen, vielleicht irgendein Türkisches. Okay, ich singe sehr gerne Türkisch. Ich kann nicht singen, aber ich singe gerne Türkisch. Aber ich glaube, so mein Karaoke-Song wäre glaub, etwas vom Apache. Ah, wirklich? Ja. Kennst du ihn, oder? sicher? Ja. Magst du ihn? Ja. Ja. Okay. Bin ich schon am Konzert gewesen. Schon? Ja. Wann? Das Jahr? Hallenstadion, glaube ich, vor 2 Jahren. Ja, bin ich auch gewesen. Ah. Bin ich auch gewesen. Super gewesen. Ja, Das Jahr bin ich auch gewesen. Ah, Das war auch gut gewesen. ja, das ist gut. Er ist mega gut. Er ist wirklich mega gut. Was hast du für eine Frage? Ja, have you changed your mind about anything recently? Die Frage ist auch bei der CIS gekommen. He? Ich muss gerade mal die Frage aussortieren, aber ich bin das nicht gefragt worden. Hey, ich glaube mehrere Sachen, wo du als Kind vielleicht denkst, als Jugendlicher, du weißt es. Und dann, wenn du erwachsen wirst, wirst du vom Gegenteil überzeugt. Ich könnte jetzt nicht bewusst etwas nennen, aber ich bin ein Mensch, wenn du mich vom Gegenteil überzeugst, dann kann ich auch dazu stehen und sagen, ja, voll, hast recht. Ich habe das aus dieser Sichtweise gar nicht betrachtet. Aber ich muss sagen, es fällt mir jetzt gerade nichts spezifisch sein. Ja, das ist Nein. eine schwierige Frage. Ja. Ich glaube, das Letzte ist, ich habe gedacht, ich könnte für immer im Gefängnis arbeiten. Und jetzt sage ich so, ich könnte glaube nie mehr in einem Gefängnis arbeiten. Weil mir der Ort so ein bisschen zu negativ behaftet ist. Zwangskontext, kannst du dir vorstellen, auch psychisch auffällige Leute, mega viele. Und wenn du tagtäglich dort drinnen bist, kann man keinem etwas erzählen von «es färbt nicht ab». Also hast du die negative Energie. Ja. Und das wäre das, glaube ich, so. Also ich finde auch sonst auch in der Psychiatrie, also in meinem Job, finde ich, tut es einem ab und zu schon ein Schon, gell? bisschen runterziehen. Ja. Schau mal, jetzt haben wir das Problem da. Vielleicht da rein so? Ist das vielleicht einfacher? Ja. Oder? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Chiara, wer bist denn du, wenn du mal vielleicht so 2, 3 Sätze über dich verlieren möchtest? Hey, ich würde mal sagen, aus einfachen Verhältnissen. Ich hatte einen Weg vor mir, der nicht so einfach war. Nicht gerade alles bekommen. Und ja, habe dann nachher mit Mühe und Not das Gimmick gemacht, das Studium. Und jetzt bin ich recht froh, dass ich da bin, wo ich bin. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Das ist meine erste Frage. Wie kommt man dazu? Oder was war deine Motivation, Kinderpsychologin zu werden? Ja, ich sage mal so, ich bin ziemlich früh Tante geworden, mit 14. Okay. Bin Tante von 4 Kindern. Genau. Und irgendwo durch hat dann in meiner Jugend hat meine Mami, so italienische Mami halt so gesagt,
du musst Psychologin werden. Und nachher habe ich gefunden, ja, Mami, Was red muss du ich nur sagen? Psychologin. Weißt du, sie hat es nicht richtig gesagt, Psychologin. Aha, ich habe jetzt gedacht, was ist das? Okay. Aber es hat gefruchtet. Ja. Ja, irgendwo durch schon. Nach dem Gymi habe ich dann auch nicht wirklich gewusst, was ich machen soll. Hatte dann ein Jahr Pause gehabt, noch ein bisschen gearbeitet, gereist. Und ja, dann habe ich mich halt für das Psychologiestudium angemeldet, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich viel auch für meine Freunde auch da war und ich glaube, das gut dann machen konnte. Mhm. Gut zugelassen habe, gut auch mit ihnen schwätzen über ihre Probleme. Und noch dazu, eben, dass ich ja Tante war früher, habe ich wie so gefunden, doch, ich möchte etwas mit Kindern und Jugendlichen machen. Okay. Und es hat mich so irgendwie auch so mein ganzes Studium so begleitet, sei das jetzt in der Bachelorarbeit, in der Masterarbeit, so ein bisschen den Schwerpunkt geleitet. Okay. Über was hast du geschrieben, darf ich fragen? Bachelorarbeit war Akkulturation, also bei Jungen. Das heisst eben so halt ausländisch und dann nachher müssen klarkommen mit gewissen Sachen, die halt anders sind in der Familienkultur, wie auch in der Kultur, wo du dann nachher geboren wirst. Mhm. Genau, und dann nachher im Master war es Mental Health First Aid, so gewisse Zusammenhänge mit Gesundheit und was die Jugendlichen schon wissen, ob sie mehr wissen darüber, wie so der aktuelle Stand ist. Okay, spannend. Auch das Thema, das jetzt mega auch kursiert, oder Mental Health, ist ja, Genau. trifft es überall an. Was ja auch gut ist, Und wieso nicht schon bei Kindern anfangen, dass sie es auch lernen und das auch dann durchziehen, vielleicht die Sachen, die ihnen gut tun, anstatt dann, wenn es zu spät ist. Ich habe oft so das Gefühl, man geht erst zum Psychologen, wenn es so zu spät ist. Also letzte Eisenbahn, so, dann geht man. Ich glaube, das hat sich auch schon ein bisschen verändert, Okay. würde ich jetzt mal meinen. Durch das, dass ja halt immer mehr auch darüber geredet wird. Vielleicht früher, wenn ich zurückdenke als Kind, das Thema ist mir völlig fremd gewesen. Mental Health, ich habe es noch nie gehört. Ja, und ja, darum würde ich sagen, ist so ein Zwischendrin. Mhm. Es gibt Fälle, die dann erst sehr spät kommen, wenn es dann nachher irgendwie schon Suizidversuche gegeben hat oder suizidale Gedanken, die dann irgendwie der Schulsozialarbeiter dann findet, okay, da müssen wir etwas machen. Mhm. Okay. Wie sieht so ein Arbeitstag aus von dir? Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt du einfach mit Kindern und redest über ihre psychische Situation, oder? Ja, also es ist so, ich habe angefangen zu arbeiten vor 3 Jahren nach dem Studium und dort bin ich ganz kurz stationär gewesen, mit Jugendlichen. Dann habe ich 2 Jahre lang mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und jetzt aktuell arbeite ich eher mit etwas Älteren, also zwischen 14 und 25. Okay. Und das ist schon mal nochmal ein anderes Setting, wo mir halt besser gefällt. Mit Kind musst du halt mega spielerisch umgehen. Aber ja, sagen wir es mal so, jetzt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es so, dass ich ins Büro komme, schaue, was ich für einen Termin habe. Ich habe meine Patienten über längere Zeit, sage ich jetzt mal so. Also ich habe jetzt sicher ein Jahr meine Patienten gehabt. Und dann ja, kommt ein Patient mal nacheinander oder vielleicht hat es noch Pause dazwischen. Und ich tue eigentlich nicht weit im Voraus überlegen, was ich mit ihnen mache. Und das ist so, man muss, finde ich, eine gewisse Flexibilität haben, um zu sagen, okay, schau, wie geht es dir heute? Hast du gerade Themen? Und dann wie schauen, okay, wir haben letztes Mal über das geredet, wenn wir das nochmal vertiefen. Genau. Gibt es Situationen, wo ich frage einfach, wie so ein Interview. Ja, das heisst, wenn es einfach 1000 Fragen, weil eben, ich habe immer gesagt, ich könnte es nicht, das ist mir zu, ich kann mich glaube nicht mehr abgrenzen. Gibt es Situationen, wo es dir schwerfällt, dich abzugrenzen, weil Leute denken immer so, Psychologe, Arzt, wie er muss seinen Job machen, aber dahinter steckt ja auch ein Mensch, oder? Und ich glaube, es geht oftmals wie vergessen, dass du vielleicht eine Situation antriffst, wo du sagst, wo du noch die nachdenkst darüber oder zu beißen hast. Ich würde mal sagen, es sind, wenn so schwierige Geschichten sind, sagt das jetzt irgendwie sexueller Missbrauch in der Familie, wo ich so finde, wow, shit, das ist schon krass.
wenn das passiert. Oder ja, Flüchtlingsgeschichten. Und natürlich ein grosses Thema, Suizidalität, oder? Ja. Wo du halt wie nie die 100%ige Sicherheit kannst haben, oder? Und es hat auch schon Situationen gegeben, wo ich so gefunden habe, shit, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen, dass ich jetzt den Patienten gehen lassen kann, oder nicht, oder? Und man geht ja schon die Fragen durch, aber ja, die Jugendlichen wissen dann irgendwann mal schon auch, was für Fragen das kommen und wie sie antworten sollten. Mega, ja. Und dann ist das, was mir immer meine Chefin gesagt hat, los auf das Bauchgefühl. Und irgendwo durch hat es bis jetzt immer geklappt. Ja, genau. Ist zum Glück noch nie passiert, dass ich einen Patienten verloren habe. Aber man sagt auch, man hat mindestens wie einen Fall in der Psychologen, Arbeitswelt, Karriere, ja genau, Karriere, wo dann jemand vielleicht trotzdem einen Suizid begeht. Wie gehst du dann mit dem um, wenn du daheim bist und du bist überladen von Gedanken? Oder eben auch so, also ich kenne das ja noch. Ich bin gegangen von der Klinik, habe irgendetwas, ich kann es ja nicht entscheiden, ich bin ja Pfleger, also das ist auch nochmal eine andere Profession. Aber wo ich dann gedacht habe, lebt er echt noch, wenn ich komme? Und es beschäftigt einen, oder? Wie kannst du wie aus dieser Gedankenspirale raus? Das ist ja mega individuell. Ja, also ich denke einfach Sachen unternehmen. Okay. Je mehr du dich dann nachher in dem hineinbegibst, in die Gedanken, desto schwieriger wird es. Einfach Ablenkung. Okay. Ja. Okay. Und das fällt mir eigentlich recht einfach. Wie lenkst du dich ab? Hey, mit Freunden und Podcast, jetzt redet mir. Podcast, genau. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich glaube, Freunde und rausgehen, das ist so das Einfachste. Oder manchmal schaue ich einfach Netflix oder schaue etwas, was mir gefällt. Ich sehe, du hast auch Bilder. Ich habe auch mal angefangen zu malen vor ein paar Jahren, aber ich muss sagen, das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Ich muss auch sagen, ich tue es auch immer wieder vernachlässigen. Es ist eben so, wenn es mir schlecht geht, dann male ich eher, weil es ist so eine Art, meine Gedanken irgendwie auf, wie das Bild eigentlich das schon zeigt, so ein bisschen, mein Gedankenchaos, wo ich dann habe. Ich kann nicht malen, für alle, die jetzt denken, er hat seine Bilder da aufgestellt. Die Wand ist mir zu leer gewesen. Ich habe jetzt einfach ein paar Bilder aufgestellt. Und ich habe zum Beispiel etwas gemalt, und vielleicht passt das ein bisschen. Liebe ist, wenn dein innere Kind endlich Gehör findet. Und das passt ja so ein bisschen. Ja. Für 1000 Stutz kann das morgen dein Bild sein. Ich finde das aber hure geil. Ich habe auch ein Bild von einer Kollegin gekauft. Also Ja. ich unterstütze gerne, vielleicht, falls du ein paar Bilder hast. 1000 Stutz? Nein, ich finde wirklich, es ist extrem therapiert. Also eben, man muss nicht etwas machen und erhoffen, wie es muss jetzt mega cool sein. Oder blödes Beispiel, du kannst nicht singen, machst aber gerne Musik. Mach's für dich. Es kann auch wie ein therapeutisches Ding drin haben. Man muss nicht immer so kommerziell und ich muss es damit Geld machen oder sonst etwas. Absolut. Ja. Also, als ich angefangen habe zu malen, war es so, dass ich irgendwie bei einer Kollegin daheim einfach mal haben wir drauf losgemalt. Und meine Bilder sind jetzt auch nicht gerade hyperprofessionell oder so, aber es ist einfach eine schöne Tätigkeit. Mega, mega. Und es frisst mega viel Zeit. Ja. Also ich kann so wie nachdenken, ich male und wirklich, also vielleicht an einem Bild gehen vielleicht halt 10 Stunden vorbei oder 12 Stunden. Dann findest du da wieder etwas. Und Kunst oder allgemein so Ergo, Kunst, Musik, das ist auch in allen Psychiatrien, wird das ja als Therapieform wie mitgegeben. Das heisst, es muss ja etwas Wahres dran haben. Oder? Und ja, also malen tust, aber hast vernachlässigt. Kollege, Ja. jetzt motze ich und bin ins Finale. So, vielleicht jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, ich habe eine laute Stimme, das ist schon gut. Ja, nein, ich glaube, das ist es. Okay. So auch Familie und... Bist du familiär? Ja, würde mal meinen, ja. Und jetzt noch das Aber, oder? Mit gewissen Ups und Downs in der Familie. Okay, gehört voll dazu. Ja, voll, habe ich auch lernen. Mhm. Absolut. So, apropos müssen lernen, also für die es nicht wissen, wenn man in der Psychotherapie Weiterbildung ist, dann muss man auch 50 Stunden selber zum Psychologen.
Und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viel gelernt in dieser Zeit. So. Also auch vielleicht ein Ansporn für die noch nie zum Psychologen gegangen sind und irgendetwas bearbeiten wollen. Go for it. Vor allem jetzt, wo es ein neues System hat mit den Krankenkassen und so, wo die Psychotherapeuten, die nicht ärztlich sind, können von der Krankenkasse dann abrechnen. Okay. Ja, ich finde es sehr gut. Wir haben es vorher, wir haben uns getroffen, wir haben ein Glas Wasser zusammen getrunken, es ist 5 Minuten gegangen, dann sind wir da runtergekommen. Und da habe ich es auch kurz erwähnt, oder? Du kannst dir den Arm brechen und dann musst du zum Arzt. Und genauso kann deine Psyche kaputt gehen oder einen Knick bekommen oder einen Knacks bekommen. Und dann kannst du auch zum Psychologen oder zum Psychiater gehen. Und das ist auch ein schöner Gedankenanstoß, was du gesagt hast. Geh mal und schau mal. Vielleicht gibt es so blinde Flecken, wo du denkst, es ist gar nicht. Aber dann, wenn du dort hockst, kommt auf einmal etwas, wo du sagst, ah, voll, stimmt eigentlich. Ich bin dort schon ein paar Mal angestanden wie in meinem Leben. Mega. Ich komme gerade mit der nächsten Frage. Hat es mal einen Fall gegeben, wo es dir schwieriger gefallen ist, dich abzugrenzen? Oder mal einen Fall, wo du mal vielleicht schildern könntest? Ich weiss, Datenschutz und so, aber man kann es ja ein bisschen... Ja, ich komme wie fast schon wieder zurück auf Suizidalität. Sonst hatte ich wie noch nicht zum Glück Fälle, die jetzt mega gravierend waren. Ja, es war halt einfach irgendwie so, dass der Patient über das Wochenende Medi-Intox hatte. Ich habe das bis einen Tag vor dem nächsten Termin wie gar nicht gewusst. Okay. Ich konnte mich gar nicht wirklich so auf das vorbereiten. Und der Patient ist dann mit der Mutter gekommen und ja, und dann ist das aber auch jemand, der erst später gekommen ist, ich glaube so 5 bis 6, und das ist immer so eine schlechte Zeit, weil dann hat man wie nicht auch andere Arbeitskollegen, die noch dazu kommen können oder wo dann viel dann heimgehen. Ja, Vierabendszeit. Genau, und dort war es einfach, dass der Patient gefunden hat, ja, nein, ist jetzt nicht in suizidaler Absicht gewesen. Ich habe dann einfach das irgendwie ein bisschen lustig gefunden oder bin gerade von meinen Gedanken weggekommen, die mich gestört haben. Und ja, ich habe schon auch geglaubt, dass da vielleicht nichts passieren könnte. Ich habe auch die Suizidalität abgefragt, so wie es sein sollte. Und dann war es einfach schwierig mit der Mutter, wo dann ich gemerkt habe, dass der Patient eigentlich wie die Liebe spüren von der Mutter, aber die Mutter das nicht so zurückgeben. Okay. Und ich habe dann versucht, so paraphrasieren, so, ich glaube, deine Mami will dir sagen, dass sie sich Sorgen um dich macht, aber dann hat wirklich die Mutter dann wieder reingeschossen und ja, es ist so ein bisschen im Streit auseinander. Der Patient ist dann nachher so gefunden, ich laufe jetzt heim, ich komme nicht mit dir mit dem Auto. Und ich bin so, ja. Okay. Ja. Ja, Angehörigenarbeit finde ich eigentlich etwas vom Schwierigsten. Ja, und das ist der grosse Unterschied halt mit Kindern, Jugendlichen. Du hast viel mit den Eltern zu tun. Eben, massiv, ja. Und du tust mega systemisch arbeiten, also mit dem ganzen System. Sei das jetzt Schule, sei das jetzt Geschwister, Kesp vielleicht auch. Kesp, das ist auch. auch. Ein Riesendings. Das ist die Kinder-Erwachsenen-Schutzbehörde für die es nicht kennen. Genau. Schwierig. Oder natürlich halt so Fälle, wo man hat müssen, eine Gefährdungsmeldung machen dann bei der KESB. Eben, ja. Und dann kommt die Mutter und sagt so, nein, sie bitte nicht und brüllt. Und eigentlich weisst du, das Kind ist in Gefahr und dann bist du auch wieder in einem Clinch drin. Ja. Also das ist etwas, was ich glaube nicht könnte. Also alle Achtung, mega stark, dass du es machen kannst. Aber so immer in so einem Sandwich drin zu sein und es allen recht machen und viel vertragen die Wahrheit dann nicht oder erkennen es nicht und das dann wie so auftischen, stelle ich mir als mega challenging vor. Ja, das auf jeden Fall. Also wichtig ist dann einfach immer mit den Vorgesetzten, dass das gut abgesprochen ist und dass jemand dahinter steht. Oder? Ja. Und das ist auch wie das Vier-Augen-Prinzip bei der Suizidalität. Einfach wenn du so ein Backup hast und nicht allein da stehst, ist es nochmal viel einfacher. Viel einfacher, ja. Und es gibt auch so Kinderschutzgruppen, wo man auch gewisse Fälle besprechen kann, wo verschiedene Disziplinen dann zusammenkommen und dann kann sagen, ja, soll ich dort eine Gefährdungsmeldung machen oder nicht. Also da gibt es schon viele verschiedene Stellen, wo man sich Hilfe holen kann.
Hast du mal jemanden betreut, der eine multiple Persönlichkeitsstörung hat? Nein, ich glaube, das ist auch zu früh, so in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ah, okay. Würde ich meinen. Ich glaube, das kommt dann vielleicht in Also wir hatten mal eine gehabt, ich erinnere mich. Und das ist zum Beispiel etwas, ich kann wie nicht damit umgehen. Das Mädchen ist als Kind an einem Heizkörper angekettet worden, vom eigenen Vater. Oh shit. Und der Bruder von dem Vater, also ihr Onkel, hat sich dann an ihr vergangen. Und er hat es erlaubt und hat dafür Geld bekommen oder was auch immer. Und viel verwechselt, also der multiple Persönlichkeitsstörung ist nicht Schizophrenie. Alle denken, Schizophrenie ist, du hast 7 verschiedene Persönlichkeiten. Das ist nicht so. Das ist eigentlich eine Paranoia, die sich manifestiert in Stimmen. Meistens ist es Stimmen. Es gibt auch natürlich andere Sinn. Du weißt es sicher besser. Und es ist eigentlich wie das Gewissen, das ein bisschen mit dir redet oder wo dann vielleicht eine Stimme aufgenommen hat. Und eine multiple Persönlichkeitsstörung ist wirklich, du flüchtest dich also aufgrund von Traumata, die du erlebt hast, damit du die wie nicht mehr spürst, gehst du wie in eine andere Rolle rein. Oder? Und das ist so eindrücklich gewesen, weil es ist eine Rarität. Also, du siehst nicht, also ich kenne jetzt nicht so viele Leute mit multiple Persönlichkeitsstörung und das war auch die einzige gewesen. Ey, und mit der dann arbeiten und also wirklich die Stimmlage hat sich geändert, wenn sie in die verschiedenen Persönlichkeiten ist. Wie sie redet, Gestik, Mimik. Ey, ich habe so etwas noch nie gesehen. Und sie war auch noch relativ jung gewesen. Oder? Ich habe so etwas im Kopf, das ich mal im Studium so mitgenommen habe, wegen der multiplen Persönlichkeitsstörungen, die dann recht krass zeigen, dass es wirklich, also nicht, dass es wirklich eine andere Persönlichkeit ist, indem das auch das Hirn angeschaut worden ist oder was gerade aktiv ist. Ja. Und sagen wir mal, Beispiel, die eine Persönlichkeit, die hat irgendwie das im Kopf von früher, oder die Vergewaltigung. Und die andere Persönlichkeit ist ganz etwas anderes. Redest du mit dieser Person in dieser Persönlichkeit, die nicht vergewaltigt worden ist, über eine Vergewaltigung, dann so die Amygdala, das ist so ein Gefühlszentrum, leuchtet nicht auf. Und hingegen nachher in dieser anderen Persönlichkeit würde es aufleuchten. Also es ist schon, Crazy. Schon krass. Das ist krass. Das ist ja also ähnlich eigentlich wie so vielleicht dissoziieren, oder? Du dissoziierst vielleicht. Also dissoziieren ist doch, wenn du deine Seele von dem Körper wie abkapselst. Ist das richtig? Ja, du bist dann einfach abwesend und dann in dem Film und kann jeder mit dir reden, aber du Checkst. Es ist ja wie ohnmächtig sein, einfach, dass dein Geist ohnmächtig wird und nicht dein Körper. Genau. Ich finde es mega, 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 mega interessant. Also, und alle Achtung davor. Ich habe ein paar Fragen auch von der Community. Also ich habe einfach Drop, dass du heute vorbeikommst und gibt es Fragen. Alle einfach mal reinschiessen. Bin ich gespannt. Und es sind geile Fragen reingekommen. Bist du eher Team Grenzen setzen oder das Team das Kind soll selber entscheiden? Das ist eine mega gute Frage. Ich liebe die Community. Es kommen so geile Fragen. Mega gut. Hey, also, ich würde mal meinen, ich habe mit Eltern schon viele Gespräche gehabt, wo ich so gefunden habe, hey, lasst doch einfach das Kind mal ein bisschen machen. Oder? Weil, wenn man dann irgendwie von Anfang an sagt, hey, du wirst es eh nicht machen, und dann glaubt das Kind und macht es nicht, oder? Okay. Und Grenzen setzen, aber gleichzeitig finde ich auch wichtig, wenn du sagst, hey, gell, mach mal deine Hausaufgaben und nachher kannst du dann zum Beispiel das Handy oder kannst gamen oder whatever. Es ist so eine Balance. Ich finde, du solltest nicht zu fest kontrollieren, irgendwie trotzdem noch die Selbstständigkeit lassen. Und dann aber gleichzeitig können konsequent sein, oder? Ja. Also konsequent sein, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Wenn du sagst, ja, hey, wenn du es nicht machst, dann tust du Teller abwaschen. Und wenn du es einfach nur sagst und es dann nachher nicht durchziehst, dann weiss das Kind, ah ja, ich kann alles machen, es kommt ja eh keine Konsequenz auf mich zu.
Aber bist du schon der Meinung, dass Kinder nicht so ein ausgereiftes Hirn haben, um alles selber können zu entscheiden? Oder? Es ist ja auch jetzt wie so eine Wave am Überkommen. Und ich habe auch etwas dagegen, so eine Frau, die irgendwie ihr Kind filmt. Da fängt es ja schon an, du filmst dein Kind, aber tust dann so als... und sie sagt so, was möchtest du anlegen? Was möchtest du wie essen? Und das Kind ist so, Überfordert. also 1 Jahr alt, vielleicht 2, 3, und kommt mit Fragen, wo ich mir so denke, ja, na, das machen wir jetzt nicht, weil vielleicht möchte er es ja nicht. Aber du musst doch keine Ahnung, also du musst doch irgendeinen Leitfaden, einen roten Faden durch die Erziehung wie durchziehen und nicht einfach das Kind macht, wie es will. Auf jeden Fall. Das verstehe ich nicht. Okay, da bist du auch dagegen. Ja, Das ist ja. sehr beruhigend. Also, weil sie sind dann überfordert. Und das ist auch so ein Thema, oder? Überforderung also in der heutigen Welt. Ich glaube, ich auch. Durch all die Optionen, die wir haben. Ja, ja. Und dann stell dir vor, ein Kind, das nicht mal weiss, wie die Welt funktioniert. Wo muss über Sachen entscheiden, weil die Eltern sie die ganze Zeit durchlöchern mit Fragen. Nein, also dann hast du das Kind die Sachen rauslegen, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass es sich selber anlegen kann. Und dann leitet es sich an. Irgendwann mal, wenn das Kind von allein findet, hey, Mami, ich würde gerne, oder Papi, ich würde gerne meine Kleider selber aussuchen, hey, go for it. Ja, voll. Wenn du ein Kind selber entscheiden lässt und ein 5-jähriges Kind vor die Wahl stellst, Gemüsesuppe essen oder Pommes essen, wird es ja sehr, sehr wahrscheinlich immer zu diesen Pommes greifen. Also man muss immer noch erziehen, oder? Und ich verstehe nicht, wieso ein paar Eltern das Gefühl haben, sie wollen die Verantwortung abgeben und machen noch etwas Gutes dabei. Finde ich Schwachsinn. Klar, Kinder schlagen, Kinder terrorisieren, engstirnig durch die Erziehung durchgehen, ist schon nicht richtig. Weißt? Ich bin auch kein Fan davon. Aber das Zepter ist bei den Eltern. Und es ist, glaube ich, wichtig, einfach eine liebevolle Kindheit der Kinder zu gewährleisten. Mit diesen Nice, die du musst sagen, und mit diesen Optionfreiheiten, die du am Kind gibst. Und vielleicht wäre auch noch spannend, wie hast du das erlebt? Weißt du, so als Vergleich vielleicht zu unserer Generation und zu der Generation jetzt. Ich glaube, da hat es einen riesigen Unterschied. Also, in der Erziehung. In der Erziehung, wie ich Erziehung erlebt habe. Ja. Also meine Mami war verdammt streng. Max. Ich habe mit 14 habe ich mich verliebt und meine Mutter hat gesagt, du darfst keine Freundin haben. Nein, wirklich? Ja, mal schauen, ob du mit ihr heimkommst oder nicht. Also, eine mega liebevolle Erziehung. Also wirklich, ich habe so viel Liebe erfahren von daheim, vor allem von meiner Mami, dass ich sage, ich würde mein Kind auch so erziehen. Aber wir haben zum Beispiel jeden Sonntag haben wir schwätzen, oder? Mit all meinen Brüdern. Wir sind 4 Brüder und wir müssen immer am Tisch sitzen und jeder hat immer gesagt, was in die Woche gestört hat und was nicht. Ah ja? Und das ist immer angeschissen, wenn du gewusst hast, du hast Scheissdreck gemacht die letzte Woche, weil dann bist du vor den Pranger gestellt worden. Und dann hat es auch Strafe gegeben. Also wenn ich meine Brüder beleidigt habe oder sie geschlagen habe, dann hat meine Mutter gesagt, ich weiß noch ganz genau, WM-Final Italien gegen Frankreich. Wann ist das? 2006. Ich weiß es. Ja, du weißt es als Italienerin. Hat meine Mutter mir Strafe gegeben, ich darf den Match nicht schauen und muss pennen. Und ich bin damals ein riesen Italien-Fan gewesen. Totti und so, riesen Goat. Eine riesen Mannschaft gewesen. Mega. Nicht zu vergleichen mit dem Italien von heute. Ja. Und dann bin ich aufgestanden und habe brillt und habe sie angefleht. Mami, bitte, 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 es ist noch hell draußen, ich kann nicht schlafen, ich will den Match schauen. Hat sie gesagt, mach deine Augen zu, dann ist es dunkel, garantiert. Und jetzt gehe ich pennen und kein Mucks mehr. Aber ich habe immer gewusst, sie ist jetzt, wie soll ich sagen, sie hat mir nicht so einen Liebesentzug gemacht, was ich auch viel gehört habe. Ich habe wie gewusst, ich werde jetzt bestraft wegen dem Fehlverhalten, aber die 99% von meinem Charakter liebt meine Mami immer noch. Sie ist jetzt nur hässig auf den 1%. Und darum, also aus mir ist nicht so etwas Verkehrtes geworden, aus meinen Brüdern auch nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Eltern streng, aber liebevoll sein müssen. Oder wie du gesagt hast, noch schöner, konsequent, aber liebevoll. Ja, voll. So. Und eben die Selbstständigkeit überlassen. Genau. Also irgendwo durch. Weißt du, so, auch so Eltern gehabt, die so gefunden haben, ja, du musst jetzt unbedingt Bewerbungen schicken und so. Und
dann hat es zum Beispiel die Jugendlichen nicht wirklich gemacht. Und dann hat aber der Vater wie angefangen anzurufen Genau. beim Betrieb und schauen, können sie nicht dort vorbeikommen, schnuppern. Und ich so, Boah. sie muss doch alleine können das Zeug machen. Ey, das ist wirklich etwas, wo ich auch nicht verstehe. Eltern, die alles dem Kind abnehmen, auch so in der Hoffnung, ich mache etwas Gutes, aber du machst mehr kaputt damit. Ja, fix. Da habe ich wirklich auch dem Vater so gesagt, so, es gibt wie das eine Extrem und das andere Extrem. Das andere Extrem ist so, du machst gar nichts, das andere, du machst zu viel. Finde Mitte. Ja, voll. Finde Mitte. Ich weiss noch zum Beispiel auch noch das Beispiel, wo ich auch noch so gut finde. Meine Mutter, nach meiner Lehre, habe ich nicht mehr dort arbeiten. Ich habe Esprit in dem Kleiderladen meine Lehre gemacht und habe gesagt, ich kündige sofort, wenn die scheiß Lehre vorbei ist. Gut, habe ich das gemacht, habe meine Mutter gesagt, und was machst du jetzt? Arbeiten, dies, das, ja, ich schau mal. Dann hat sie das Handy für genommen, hat gesagt, heute haben wir den so und so 4. In einem Monat hast du einen Job. Und du kannst selber entscheiden, was, wo, also gib Effort rein, damit du etwas findest. Und wenn nicht, ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 Monate sind, wenn nicht, suche ich dir etwas. Weil ich habe nicht mein Kind aufgezogen, dass es nachher arbeitslos daheim hängt und vom Staat abhängig ist. Ja. Oder? Und deine Brüder arbeiten auch und du musst auch. Gut, und dann habe ich einfach gechillt nach der Lehre, beste Leben. So, nichts am machen und chillen, keine Lehre am Suchen. Gerade ausgenutzt. Ja, voll. Und dann habe ich gedacht, die vergisst das doch eh. Und sie hat nie gefragt, nie gefragt. Immer so, hoi Schatz, wie geht's? Ja, super, alles gut. Dann ist der Tag gekommen. Hat sie gesagt, und? Hast du eine Stelle gefunden? Habe ich gesagt, nein. Sie hat gesagt, ich suche eine Stelle raus morgen und dort bewirbst du dich. Ich will kein Wenn oder Aber hören. Und sie hat mich beim Ottos beworben. Und ich mit 19 habe mich mega geschämt jetzt, von Esprit, Kleider, Mode, jetzt im Ottos arbeiten gehen. Ich will es nicht schmälern, ich will nicht sagen, man muss sich schämen, aber als 19-jähriger, pubertierender Junge, habe ich nicht dort arbeiten. Weißt du, wie bin ich dort arbeiten? Und in dieser Zeit habe ich mich dann entschieden, die HF machen in der Psychiatrie. Also meine Mutter hat eigentlich wie mir die Entscheidung gelassen, mach wie du willst, aber am Schluss bin ich die entscheidende Instanz und alles richtig gemacht. In dem Moment habe ich sie verflucht. Jetzt denke ich mir, mega gut, also wirklich, weil sie haben mir eine Entscheidung gelassen. Aber was man vielleicht bei diesem Fall noch müsste sagen, du hast extremen Respekt, also ich höre es aus, extremen Respekt vor deiner Mami. Mega. Und da gibt es aber auch die anderen, die so finden, du kannst mich mal, weißt du. Du kannst nicht entscheiden über mich. Ich bin schon 19. Ja. So. Ja, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo ich meiner Mutter zu verdanken habe. Durch die Erziehung, durch die liebevolle, aber konsequente Erziehung, habe ich immer ihren Wert zu schätzen gewusst. Ja. Weißt? Ich meine, wirklich, ich hatte alles, was ich wollte als Kind. Ob es jetzt materiell ist, oder ob es jetzt Zuneigung ist, oder sonst etwas. Ich habe immer ein offenes Ohr bei meiner Mutter, das habe ich gewusst. Immer. Und heute ist es immer noch so. Also ich rede mit meiner Mutter über alles. Sie ist so eine beste Kollegin. Mega schön. Und also wirklich, Mami, ich sage immer, du schwärmst immer so viel über mich in der Podcast. Weißt du, es ist mir so zu viel, ich werde mega emotional, nachher fange ich an zu brüllen, dann fragt dein Vater mich, wieso brüllst du? Nein, alle Liebe geht raus, die beste Mutter auf dieser Welt, wirklich, ich verdanke ihr alles eigentlich, alles. Und so soll es sein. Und ich glaube, es vergessen die Kinder oft, was die, also weißt, auch nicht eine so gute Mutter vielleicht, oder eine Mutter, die Fehler gemacht hat, die hat auch mega viel in dich investiert. So, schätzt das mal. Ja, mega. Also, da kann ich sagen, meine Mami. Shoutout jetzt zu dir. Wie war deine Erziehung? Hey, wie soll ich sagen? Ich glaube, meine Mami hat mega viel Vertrauen in mir gehabt. Habe mega viele Sachen wie selber in die Hand genommen und gemacht. Sie ist zwar in gewissen Sachen nicht so, sagen wir so, mit Nähe liebevoll gewesen, weil das ist sie einfach nicht. Okay. Das habe ich auch zum Beispiel in der Selbsterfahrung, nennt man das, also Psychologen-Sessions, die ich hatte. Mega auch zu lernen geschätzt, was sie mir dort damals eigentlich wie gegeben hat. Und ja, ich habe wie trotzdem noch mega den Respekt auch vor ihr, wenn sie jetzt zum Beispiel mich gefragt hat, also nicht gefragt, sie hat eigentlich wie gesagt, ja,
kommst in der Ferien mit mir putzen. Hey, ich bin putzen. Und ich habe nichts bekommen für das. Ja. Aber mega viele haben so gefunden, was, du gehst in der Ferien mit deiner Mami putzen und so. Ich meine, es sind Ferien und was machst du? Und ich so, keine Ahnung, ist einfach für mich klar. Aber hast du auch Respekt gehabt, dass du nicht gesagt hast, was willst du mir sagen, ich gehe in die Body? Mega. Ja. Und das finde ich gerade ein bisschen verloren. Ja, finde ich eben auch. Und unter anderem auch, ich meine, ja, du hast jetzt gesagt, sie ist wie eine beste Kollegin für dich. Ich finde, meine Mami ist schon auch wie eine beste Kollegin für mich, aber erst jetzt, also so im Alter. Hingegen früher vielleicht nicht so, halt mehr halt viel gestritten oder so, halt als Teenie. Und ich habe das Gefühl, auch die Eltern heutzutage haben das Gefühl, also ich rede jetzt einfach von den Fällen, die ich so wie kenne, sind zu kollegial und wissen viel zu viel über die Jugendlichen, wo ich so finde, da hat es eine gewisse Grenze. Im Jugendalter müssen sie ihre Peers haben, also Gleichaltrige, wo sie mit Freunden darüber reden, über gewisse Sachen. Und die Eltern wissen damit so zu viel. Mega, mega. Und da, finde ich, hat es dann nachher die Grenze, wo dann der Respekt nicht mehr ist, weil sie zu kollegial sind. Genau. Wie du sagst, es ist, du musst eine Mitte finden. Du musst so das offene Ohr, zum Beispiel, wie soll ich das sagen, meine Mutter war schon immer meine beste Kollegin gewesen. Als Kind, Jugendliche, vor allem, wo ich im Ottos arbeiten musste, war sie sicher nicht meine beste Kollegin gewesen. Aber das ist dann wie mit den Jahren gekommen, weil ich dann, du wirst ja älter, reifer und verstehst dann mehr Sachen. Mein Vater hat mir immer gesagt, ich bin schon so alt gewesen wie du noch nicht wie ich. Es gibt Sachen, die du noch nicht verstehst und verstehen wirst. Und umso älter ich geworden bin, habe ich wie verstanden, es kann nicht sein, dass meine Mutter geht krüppeln, arbeiten mit 50 und ich sitze dort, habe meine Lehre gemacht, lebe in der Schweiz, wo ich so viele Chancen habe und chill einfach meine Eier dort und gehe mit meinen Kollegen raus. Das hat mit Respektlosigkeit zu tun. Und wo der Schalter umgekippt ist, so, habe ich sie verstanden. Und also ich bin nicht zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mom, ich habe jetzt die wegbumst. So ist es nicht, oder? Ich habe immer gewusst, wo wie der Respekt wie ist. Wo die Grenze ist. Wo Grenze ist. Und ich glaube, das ist so individuell. Jeder macht das anders. Aber das finde ich auch mega schlimm. Mir haben zum Beispiel 15-jährige Kinder gesagt, ich gehe kiffen mit meinem Vater und so. Das finde ich dann so, also mir würde im Leben nicht einfallen, zu meiner Mutter gehen und sagen, hey Mann, rauchen wir einen oder willst du keine Ahnung mit mir Drogen nehmen oder sonst etwas. Und ich glaube, es geht wie ein bisschen immer mehr in die Richtung. Immer mehr, ja. Immer mehr. Ja. Ist Social Media ein Mitgrund für das? Definitiv, würde ich sagen, ja. Ja, absolut. Heißt, Social Media, ganz grosses Thema. Gell? Mega. Ja. Mega. Und man versucht immer zu verharmlosen, aber ich glaube, es hat schon einen riesen Impact. Also, ich glaube so, der Sprung von der letzten Generation zu der jetzt ist massiv und zum Teil auch, also ein grosser Mitgrund wegen Social Media. Du hast ja auch gesagt, oder? Ich meine, auf das sind wir ja wie, also sind wir das Gespräch, dass du gesagt hast, dass es mega krass ist, dass Leute ihren Selbstwert von Likes, von Followern und so wie generieren. Ja. Ja. Das, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Simon Sinek. Nein. Er hat so YouTube-Videos und der hat, es war jetzt ein älteres Video, der hat über Millennials geredet. Ich meine, wir sind Millennials, Gen Z ist nochmal eine andere Generation, aber ich finde, es geht immer ins Extremere. Also die Millennials haben mal den Anfang gemacht, vielleicht mit dem ganzen Social-Media-Stuff. Und ja, er erklärt eigentlich in diesem Video Technologie, was das für einen Impact hat. Und etwas, was mega spannend ist, dass du halt durch die Likes und vor allem Reels, ich meine, das ist ja ein ganzer Algorithmus, wo alles kommt, wo du weißt, was dich interessiert und dir gefällt. Das ist alles Dopaminausschüttung. Und wenn du das Video zu langweilig findest, kommst du gerade mit dem nächsten. Du haltest es eigentlich gar nicht aus ohne das Belohnungssystem, oder? Und ich glaube eben, du bist dann so daheim und dann nachher, scheiße, keine Likes. Die Sucht nach dem Dopamin, nach der Dopaminausschüttung ist nicht da. Mir geht's scheiße. Mein Leben ist scheiße. Du gehst viel schneller mal in das rein. Also so ein bisschen Bipolarität, übertrieben gesagt. Dass du zu schnell
in die Glücksmomente hineingehst, oder mir geht es gut, weil ich habe jetzt 1000 Likes bekommen. Und wenn du es nicht hast, bist du leicht depressiv. Und so. Also das finde ich auch, so, dass es schwankt viel schneller. Es ist so zu rapide geht. Bam, schlecht, gut, schlecht, gut. Und das ist doch nicht gesund. Also das sage ich auch immer. Das Konsumieren vom Nattel ist ja nicht gesund. Weil dein Hirn kann das gar nicht so schnell verarbeiten. Ja, du bist die ganze Zeit wie durchgehend im Belohnungssystem. Und darum hast du wirklich keine Geduld mehr. Wenn du irgendwie ein Kind ansetzen tust und sagst, hey, du mal da ein bisschen zeichnen. Es gibt. Ich sage nicht, dass es nicht gibt. 100%. Aber wir reden von der Allgemeinheit. Ja, es wird ihnen langweilig. Sie haben keine, wie soll ich sagen? Keine Ausdauer, kein Durchhaltevermögen. Ja. Weil es einfach schnell ist. Also du hast schnell mal das Handy in der Hand. Ah ja, geil. Ah nein, das gefällt mir nicht. Ah, gehe ich weiter. Und ich meine, die Reels sind ein paar Sekunden. Die können amigs gar keinen Film mehr schauen. Ja, das ist es. Ja. Ich weiß noch, wo die ganz am Anfang auf Facebook die 7-Sekunden-Videos kamen. Das war, glaube ich, so das Erste gewesen. Und ey, jetzt, wenn ich an einen Kollegen oder ich merke es ja bei mir selber, ich rede immer von mir, ich bin auch die Gesellschaft, Chiara ist auch die Gesellschaft. Also, wir sagen nicht, wir sind nicht so, wir sind die... ich verwische mich auch mit dem Handy. Hey, mega. Gestern wirklich vor dem Fernsehen, Chiara, ich nehme das Handy, schaue so ein bisschen, lege es auf die Seite. Es ist kurz langweilig geworden im Fernsehen. Ich habe das Handy genommen und die gleiche App wieder aufgemacht. Und ich habe mir gedacht, shit, Alter, hure gestört. Hure gestört. Und was ich auch sagen wollte, heute, wenn du einem Kollegen ein Video schickst, das 10 Minuten geht, sagt er, Bro, Mann, kannst du es mir nicht schnell in 3 Sekunden wie erklären? Oder das Auffassungsvermögen ist so... Ich habe eine Theorie, sorry, es poppt mir jetzt gerade im Kopf. Ich sage, ADHS ist zum grössten Teil entstanden aus dem Verhalten, das Kind ist zu laut, zu mühsam, zu anstrengend, hockt vor dem Fernsehen und konsumiert. Weil ich sage, ein Kinderhirn ist noch so nicht ausgereift, dass es mit diesen vielen Informationen gar nicht klarkommen kann und aus dem resultiert Aufmerksamkeitsstörung. Ja. Ich habe auch ein paar Mal überlegt, dass, ja, ich meine, der Trend geht immer mehr auf, so praktisch alle haben ADS. Ja, voll. Und ich würde sagen, es kommt auch von dem. Ja. So, ich merke es ja bei mir selber, wenn ich in der Weiterbildung bin. Ich mag nicht zuhören. Dann nehme ich das Handy. Ja, eben. Ich verwische mich ja selber. Genau. Ich bin auch genau so. Und es regt mich immer auf, wenn ich dann denke, Chiara, mal, leg mal das Handy weg. Jetzt los einfach mal zu. Ja. Und dann gehst du zu einem Arzt und der Arzt sagt dir, du brauchst einfach Ritalin und das Problem ist gelöst. Ja. Es gibt so Ärzte. Es gibt auch Ärzte oder Psychologen, die arbeiten wirklich und wollen die Ursache bekämpfen. Aber in dieser schnelllebigen Zeit, wo die meisten einfach Geld generieren wollen, weil, sorry, wenn ich 10 Patienten an einem Tag sehe und die 10 sind glücklich, weil sie haben jetzt Ritalin, es funktioniert, kann ich mehr Cash machen, als wenn ich jetzt mit dir 7 Stunden darüber rede, was die Ursache ist. Du gehst unglücklich raus, weil es triggert ja, oder? Du willst ja nicht deine Fehler wie hören. Und darum finde ich, ist auch unser Gesundheitssystem langsam, also gibt mir mega viele Fragezeichen. Du gehst zu einem Arzt und er sagt dir, ja, da 2 Wochen nicht mal Brufen und dann schauen wir. Zum Beispiel, ich war jetzt auch im Spital vor kurzem, ich musste dort übernachten, wegen Schlaflabor und so. Und dann bin ich angeguckt mit dem Arzt, Resultat, dann hat er gesagt, ja, du brauchst vielleicht so eine Maske zum Pennen. Weißt du, die CPAP-Maske da, oder wie die heisst? Ich dachte, nein, sicher nicht, mache ich nicht. Zum Atmen? Ja, genau, weil ich Ausfälle habe, weil ich Schlafapnoe habe. Schlafapnoe, ja. Und dann haben wir so geredet und dann habe ich gesagt, also bevor ich jetzt, er hat mir irgendwie Schiene, irgendwie OP, Nase, habe ich gesagt, eigentlich könnte ich ja selber auch dafür etwas machen. Weil ich meine, der meiste Grund von einer Schlafapnoe ist ja Übergewicht. Und ich bin jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Tonne schwer, aber ich habe auch zu viel. Und ich weiss, wo ich dünner war, habe ich weniger geschnarcht als wie jetzt. Und dann hat er gesagt, das ist mega spannend, dass sie das sagen. Ich habe es gedacht, aber heutzutage darf man nichts mehr sagen, weil die Leute gehen nicht mehr zum Arzt, um zu hören, was falsch ist. Sie wollen gerade eine Lösung haben. Ja.
Und das läuft massiv falsch. Das ist wieder die Ungeduld. Ja, genau, die Ungeduld. Eben, können überhaupt etwas machen dafür und dann nachher das Resultat sehen, weil es einfach zu lang geht. Ja, genau. Und das ist so auch etwas, was ich den Patienten amigs sage und wo ich auch ab und zu ein bisschen streite mit ihnen. Ja, ist wichtig, muss auch sein. Ja, dann sage ich, hey, probier doch mal einfach jeden Abend etwas Positives aufschreiben vom Tag. Hey, es kann auch sein, keine Ahnung, ich weiss doch auch nicht, ich habe heute mal einen Kugelschreiber gehabt, der funktioniert. Und Ja, voll. Bin beim ersten vorbeigelaufen. Mal rausnehmen. Genau. Ja. Die Blume hat mega fein geschmeckt, wo ich vorbeigelaufen bin. Die banalsten Etwas Sachen. so Simples. Ja. Und dann nachher so, ja, habe ich auch schon probiert, aber nachher vergesse ich es wieder und nachher mache ich es nicht mehr. Hey, bleib dran. Ich glaube, kein Sportler ist Spitzensportler geworden, indem er 5 Tage vielleicht einen Ausfall haben und nachher gefunden hat, Ja, genau. jetzt bin ich ausgefallen, jetzt lohnt es sich Ja, nicht genau. weitermachen. Genau. Ich glaube, konstant ist ein riesiger Schlüssel. So, oder die Kontinuität, etwas zu machen und immer wieder zu machen. Du verwünschst dich sicher auch. Es geht dir gut, dann denkst du, ich muss ja nicht mehr malen. Mir geht's ja wirklich. Ich verwünsche mich ja auch. Wenn es uns zu gut geht, vernachlässigen wir die Sachen, die dazu geführt haben, dass es uns überhaupt gut geht. Definitiv. Ja. Einfach, wenn es dir halt einfach gut geht, dann denkst du auch nicht mehr Ja, daran. eben. Und nachher machst du es nicht mehr. Und nachher geht es dir wieder schlecht. Nachher weisst du gar nicht mehr, was machen. Weil dann poppt dann nicht gerade die Idee in den Kopf. Und nachher weißt du, ich weiss nicht, was machen. Nächste Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Was haltest du davon, wenn Kids schon im jungen Alter auf die Gender-Bewegung aufmerksam gemacht werden oder schon fast es ihnen aufgezwungen wird? Auf die Frage habe ich mich am meisten gefreut. Ich küsse deine Augen, wo die Frage gestellt hat. Ja, da sind wir wieder beim Thema Überforderung. Totale Überforderung. Und Adoleszenz sowieso eine Zeit, wo du nicht weißt, wer du bist. Und nachher hast du so 3000 Türen offen. Und dann weisst du, ich bin eine Katze. Nein. Adoleszenzphase, für die es nicht wissen, ist die Phase vom Kind ist, ich werde jetzt dann erwachsen. Ja. Also das ist so die Phase, wo du dich mega oft fragst, wer bin ich, was ist mein Impact, bin ich eine Katze? Ja, nein. Also, so Stichwort bin ich eine Katze. Genau, also massive Überforderung, sagst du. Ja. Ein Kind muss das nicht lernen, dass jemand mit einer LGBTQ-Fahne rumschwingt und Kindergartenkind oder Primarschüler erklärt, was... Nein, wenn das Thema aufkommt, dann kommt es von alleine auf. Ja. Also, klar muss man dann vielleicht, wenn es zum Thema kommt, dass ein Mädchen im Kindergarten sich als Bub anlegt, dass man sagt, hey, es ist völlig in Ordnung, lass sie doch einfach so sich anlegen, wie das Mädchen will. Und dann ist es gegessen. Voll, ja. Aber wenn du schon von Anfang an erklärst, schau, es hat non-binär, es hat Transfrau, Transmann, was willst du sein? Ja, was sagt das Kind? Ich bitte dich. Einer hat ein gutes Beispiel gemacht, sorry. Ja. Du bist jetzt ein Mädchen, siehst vielleicht ein bisschen maskulin aus als Kind und wirst dann in der Schule die ganze Zeit gecancelt von all diesen Mädchen. Und die Jungs nehmen dich dann wie auf. Dann ist doch, das Kind denkt doch, in dem Fall bin ich auch ein Bub, ich will ein Bub sein. Verstehst du? Aus so Traumata entstehen dann so wie Sachen und vielleicht in 30 Jahren denkt die Person sich, fuck, Alter, eigentlich bin ich eine Frau und ich bin eigentlich nur wegen dieser... Ich will es nicht schmälern. Ich sage immer wieder, alle sagen, du hast keine Ahnung, wie das ist. Ich möchte mir das auch nicht vorstellen. Es ist sicher schlimm, im falschen Körper geboren zu sein. Aber, sind wir ehrlich, es ist ein geringer Prozentsatz. Nicht unsere ganze Gesellschaft ist so. Definitiv. Und wir leiden immer noch unter Diskriminierung, unter Rassismus. Also sorry, es gibt immer noch Fälle, wo rassistisch, also wo Probleme sind wegen dem Rassismus. Das haben wir nicht gelöst. Aber jetzt haben wir die Lösung für das LGBTQ-Ding. Vielleicht müssen wir mal in Kindergärten oder in Schulen erzählen, dass man sein Gegenüber einfach respektieren muss. Und akzeptieren muss. Und egal, ob du schwarz, weiß, lesbisch, dick, dünn bist, egal. Du musst ja nicht labeln. Genau, du musst nicht labeln. Zum Beispiel meine Nichte, sie hat, als sie jünger war, hat sie gefunden, habe ich ihr mal gesagt, du bist jetzt ein grosses Mädchen geworden. Und sie so, nein, ich bin ein Bub. Ja. Und
Ich meine, ja. Sie hat keine Kleidchen anlegen, keine Frisuren machen. Mittlerweile, ja. Ja, Aber genau. meine Schwester hat einfach so gefunden, hey, lassen wir das, also Lass tun wir es ihn. nicht aufbauschen, das Thema. Voll. Sondern, hey, du sagst, du bist ein Bub. Ja, bist es halt jetzt Ja, für einen voll. Moment vielleicht. Oder vielleicht auch für immer. Also ich meine, Vielleicht ist es eine Phase, vielleicht aber auch nicht. Eben. Und das Kind kann das nicht entscheiden. Mhm. Gut. Mhm. Nächste Frage. Meine Kids 2, 4 und 5 schlagen sich und streiten viel. Ist das normal oder brauchen wir Hilfe? Herzlich. Oh, das kann mega anstrengend werden. Mhm. Ich würde es mal so sagen, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass es sich verprügelt, dass es blaue Flecken gibt und ja, wirklich jeden Abend irgendwie gebrüllt wird, dann in einer gewissen Art und Weise. Ich glaube, du hast Brüder, mit Brüdern bist du aufgewachsen. Ja, das sind wir abgeschlagen. Ja. Irgendwo durch gibt es eben so die Normalität, oder? Und dann gibt es dann halt die anderen Fälle, wo man muss sagen, okay, wenn jetzt die ganze Familie wirklich voll darunter leidet, dann würde ich schon mal sagen, hey, vielleicht einen Beratungstermin kann man im KJPP machen, kann man sich mal anmelden. Es gibt zwar mega lange Wartezeiten. Kann man mal darüber reden. Oder es gibt noch das KJZ, Kinderjugendzentrum im Kanton Zürich, wo dann auch gewisse Beratungstermine, Erziehungsberatungstermine zur Verfügung stellen. Mhm. Eben, das ist auch mega individuell. Oder? Man kann jetzt nicht anhand von einer Frage einen Tipp geben. Ja. Du weißt ja nicht, wie die Umstände sind. Du Ja, weißt genau. ja nicht, schlägt die Eltern vielleicht auch. Das weißt ja alles wie nicht. Aber ich sage euch einen Tipp, den meine Mutter gemacht hat. Wir haben an unserer Zimmertür eine Liste gehabt. Wenn du so Mimik verziehst oder wenn du beleidigst, wenn du schlägst, wenn du dies und das, kannst du zu Mutti gehen und sagen, hey, mein Bruder hat das und das gemacht. Und dann hat es einfach eine Strafe gegeben. Und die Strafe war, du musst früh ins Bett. Es gibt, glaube wir können tausende Jahre alt werden. Es gibt keine schlimmere Strafe für Kind als du musst früh ins Bett. Und dann musst du das Kind auch nicht schlagen oder zu extremen Mitteln wie greifen. Und das Kind versteht, ey, es ist ein Fehlverhalten. Ich darf meinen Bruder nicht schlagen, sodass er aus der Fresse blüht oder was auch immer. Sorry, deine Mami ist sehr kreativ. Meine Mutter ist Big Boss. Also das haben sie gut gemacht. Echt. Kennst du, Mami? Ich sag ja. Was haben wir da noch? Wie kann man einem Kind helfen, um sich zu entfalten? Uff. Du kannst auch sagen, wenn es so zu allgemein ist und Ja. das nicht beantworten kannst. Das ist voll legitim. Ich würde mal sagen, auch wenn es jetzt so allgemein ist, kann man sagen, hey, entfalten, es soll einfach das machen, was es gerne macht. Mhm. Wenn du siehst, keine Ahnung, ein Kind tanzt gerne, kannst du schon mal fragen, hey, würdest du gerne in den Tanzkurs gehen? Mhm. Und dann kann man das anbieten, Mhm. oder? Je nachdem, was das Kind gerne macht. Aber ich würde nicht aufzwingen, hey, du musst jetzt... Du musst Fußballer werden, weil ich Ja. wollte werden und ich habe es nicht geschafft. Kennst du die Ja. Eltern? Die schlimmsten. Die Brutal. schlimmsten gibt es viel. Jetzt in deiner Karriere, wo du so merkst. Hey, jetzt fällt mir gerade niemand ein, aber ich weiss, noch früher hatte ich eine Kollegin. Ich glaube, ihre Mami wollte immer Model werden und dann hat sie irgendwie ihrer Tochter so gesagt, ja. Mega früh schon, ja, du modeln. Okay. Ja, ich glaube, es ist auch wieder dort ein Grad zwischen, ja, entfalt dich selber, schau, was dir wie gefällt und fördere dein Kind dort und zwingst nicht in irgendetwas rein, was du hast unbedingt machen und nicht erreicht hast. Ich meine, ja, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern voll Fußball spielen und halt mit dem Kind immer Fußball spielen, ja, dann ist ja schon auch, ja, für und Schlusszeichen, wie aufgezwungen, weil der Vater einfach gerne Fußball spielt oder die Mutter. Wir tun da nicht schubladisieren. Oder? Ja, dann hey, auch okay. Voll. Oder wenn der Vater, die Mutter das Instrument spielen und vielleicht das Kind auch ein bisschen Interesse zeigt an dem. Du es mal zeigen, schau mal, wie es reagiert. Ja, und einfach mal Sachen probieren. Weißt, auch wenn du jetzt immer gerne Fußball spielst, geh mal mit dem Kind Eishockey spielen, geh mal Basketball spielen. Wie vielleicht
gefällt ihm das viel mehr, anstatt dass es dann irgendwann später sagt, Papi, kann nie Fußballer werden. Ja, voll. So High School Musical Style. So genau die Themen. Genau, ich schwöre. Vielleicht hast du das noch nie gehabt, aber wie geht sie mit Kindern um, die sich als das andere Geschlecht sehen? Das hast du, glaube ich, vorher schon ein bisschen wie beantwortet. Meine Aber... Nichte. Ja, eben, ja. So. Ja, Voll. dann bist du einfach, hey, ja. Ja. Also du sagst nicht labeln, dem wir Raum geben. Und einfach, Ja, einfach siehst so einfach. da lassen, die Aussage. So, okay. Ja. Nicht Ja. gross sagen, nein, du bist ein Mädchen. Ja, genau. Was sagst du, du bist ein Bub. Ja, voll. Das nicht machen, einfach so, wie es kommt. Und jetzt zum Beispiel bei Jugendlichen kann ich zum Beispiel beantworten, habe ich auch Patienten gehabt, die dann gefunden haben, ich bin ein er anstatt ein sie. Und hey, ja, wenn du so angesprochen werden und du dich so fühlst und du dich so kleiden möchtest, dann okay. Nachher kommt halt einfach noch die andere Frage, oder mit den Hormonen, wenn man dann nachher einsetzt oder wenn man dann wirklich die Geschlechtsumwandlung machen will. Aber das ist nicht mein Gebiet, weil es gibt da Gender-Sprechstunden, die das genau unter die Lupe nehmen. Ja. Geile Frage. Wie viel Medienkonsum ist gesund für ein Kind ab 4 Jahren? Ja. Wieso meinst du, geile Frage? Ja, weil ich finde, also das ist das Thema, das mich beschäftigt. Oder auch das vorher, wo man gesagt hat, ADHS ist ein Resultat von dem. Weil das Hirn das nicht filtern kann als Kind. Und wir können jetzt zusammen debattieren, ich weiß nicht. Also ich habe die Folge gesehen mit der CIS. Ja. Und dort hast du gesagt, du würdest mega gerne ein Kind haben. Ja. Oder? Wenn du Stand jetzt ein Kind hättest, das ist 4, wie würdest du es so erziehen? Ich würde es nicht ganz also ich würde mal sagen, Handy, mein Kind hat sicher kein Handy oder ein iPad. Heutzutage hat jedes Kind ein iPad, würde ich nicht. Finde ich nicht gut. Ich würde es so machen, wie es mein Bruder macht. Weil mein Bruder hat ein Kind. Sie ist 3,5. Sie war gestern bei mir, ich habe sie gehütet. Und dann hat sie auch gesagt, Onkel, können wir Paw Patrol schauen? Weil Papi lädt mich nicht. Und bei dir kann ich ja vielleicht. Und dann haben wir ein Bild zusammen gemacht. Dann habe ich so wirklich abgelenkt, habe gesagt, ey, schau mal, hast du schon mal gesehen? Im Fall. Mega schön, die Farbe. Und dann habe ich so ein bisschen spielerisch angetan. Und dann habe ich mich so Minimalkleider angezogen und sie so, ich will auch. Dann hat sie zuerst gemalt, dann haben wir getanzt. Ich meine, das Kind, das ist ja alle 5 Minuten will es etwas anderes machen. Dann sind wir rausgegangen, haben wir das Glas essen, sind wir an den Spielplatz gegangen und dann am Schluss hat sie noch eine halbe Stunde Fernsehen schauen. Aber ich habe ihr gesagt, wenn Papi kommt, schalten wir dann ab. Versprochen. Dann hat sie gesagt, versprochen. Ey, und ich habe gedacht, sie wird brüllen, wenn ich es abstelle. Gell? Sie hat geläutet, ich habe abgestellt. Ich habe gesagt, wie du sagst, liebevoll, aber konsequent. Ja. Schau, du hast es am Onkel versprochen. Wenn Papi kommt, machen wir aus. Und dann hat sie gesagt, voll, ich habe es am Onkel versprochen. Hast recht. Also, ganz weg vom Fernsehen würde ich es nicht machen, weil es ist ein Teil von der Gesellschaft, es ist ein Teil von uns Menschen, dass wir Fernsehen schauen oder Medien konsumieren. Aber im Maß. Also ein 4-jähriges Kind kann von mir aus 2-3 Mal die Woche eine halbe Stunde Fernsehen schauen. Dann ist auch gut. Hast du viel Fernsehen geschaut? Als Kind nicht. Nein, ich hatte 3 Brüder. Wir haben immer geschlägelt. Das war geil. Geschlägelt. Weißt, früher ist ja auch, ich bin ja nicht blöd, wir hatten nur den Fernseher gehabt. Jetzt haben sie ja Social Media, alles und 1000 Spiele und es ist auch cool. Ich habe schon Fernsehen geschaut, aber so als Kind, als 4-jähriges Kind, glaube ich nicht, dass meine Mutter mich gelassen hat. Ich müsste mal fragen. Fernsehen ist so, nach der Schule kommst du heim und dann über den Mittag schaust du Fernsehen, so Disneys große Pause und so Zeugs. Ja, also wie soll ich das sagen? Ich glaube, hättest du mir den Fernseher weggenommen, wäre es mir einer weg gewesen. Wo Gamen dann gekommen ist. Dann hat es anders ausgesehen. Dann hat es anders ausgesehen, ganz ehrlich. Dann hat es anders ausgesehen. Aber meine Mutter hat immer gesagt, wenn ihr euer Aufzüge macht, wenn ihr euren Teil in dem Kollektiv als Familie macht, stimmt, sprich, wir sind 4 Brüder. Also denkst du, meine Mutter hat gesagt, ich putze die ganze Wohnung, weil die sind alles Buben. Du machst die Wäsche, du putzt den Boden, du machst dies, du machst das, sind alle einverstanden, hat jemand, weißt du, immer Mitspracherecht gehabt. Nein, ist gut, machen wir. Gut,
alles machen, dann könnt ihr von mir aus auch gamen, Fernsehen schauen, was auch immer. Dann ist sie gekommen, hat sie gesehen, ist nicht geputzt worden, wir haben die Wäsche nicht gemacht. Sagt, der Fernseher bleibt aus, bis das gemacht ist. Für heute Fernsehen verboten, morgen probieren wir es nochmal. Sie ist genial, darf ich sie Kontaktieren. in Therapie mitnehmen? So, Ja, den Eltern vorstellen. kannst. Ich muss ehrlich sagen, ich will gar nicht so viel vor der Kamera sagen, aber sie hat es echt nicht einfach gehabt. Also zu schwierigen Umständen hat sie es geschafft, uns 4 so gut eigentlich zu erziehen. Und also ich bin mega stolz auf meine Mama und auf meine Brüder. Es haben alle etwas aus sich gemacht. Nein, ich bin dieser Fan von Mami. Bevor ich jetzt brülle, so war es bei mir. Ja. Ja, aber ich muss dann auch sagen, eben früher hast du dann einfach nur den Fernseher gehabt. Klar. Oder halt gamen. Aber jetzt, da ist so viel auf dem iPhone, Handy, iPad, whatever, YouTube, TikTok, Kalender. Inhalte, alles. die du vielleicht gar nicht sehen solltest. Und dann finde ich, wird es schwierig. Hey, mega, ja. Schau, zum Beispiel, mein Bruder hat eine Regel eingeführt, seitdem meine Nichte ein kleines Baby ist, also sie ist immer noch, aber am Esstisch holt niemand das Handy führen. Auch wenn du das Telefon bekommst. Niemand. Dass das Kind lernt, es ist nicht, so, wie soll ich sagen, Unterhaltungsplattform, ist aber nicht ein Bestandteil von unserem Leben. So, weißt du, wie ich meine? Mein Bruder auch, wenn er mit der Kleinen ist, du erreichst ihn nicht. Das Handy auf lautlos und wenn er will, schaut er wieder drauf. Und das ist dann auch die Vorbildfunktion. Genau. Oder wenn du dann zurückkommst auf die Frage, 4-jähriges Kind, wie viel Medienkonsum, wenn du einfach als Elternteil halt die ganze Zeit das Vorbild gibst, ich bin da die ganze Zeit am Handy, ich bin meine Reels am Anschauen, ich bin mein Candy Crush am Spielen oder whatever. Genau. Was willst du dem Kind sagen? Ja, weil dann ist das Kind, ja, aber du hast, ich will auch. Genau, ja. Das gleiche mit Rauchen, oder? Eltern rauchen, aber Kind verbieten zu rauchen. Ist so ein bisschen... Verstehe ich, den Gedankenanschluss, verstehe ich. Aber du musst dich nicht wundern, wenn sich dein Kind dann danach sehnt, oder? Weil es kennt sie nicht anders. Mami und Papi sind ja die erste Vorbildsfunktion und die machen es ja so. Also ist es sicher gut, weil ich liebe ja meine Mami. Definitiv, ja. Spannend. Also, was würdest du sagen? Medien? Medienkonsum, ich würde es bei meinen 4-Jährigen wirklich im Auge behalten. Ich würde jetzt nicht einfach so das iPad angeben, ja, da eine Stunde. Sondern gezielt vielleicht schauen, okay, es gibt ja so YouTube-App für Kinder, Genau, wo ja. nur die Kindersachen hast, dann kannst du sagen, schau, das schaust du doch so gern. Oder irgendeinen Kindersender im Fernsehen, falls es noch Leute gibt, die noch Fernsehsender haben. Und das wirklich begrenzen. Ich meine, es gibt so im Internet, mein Schwerpunkt ist nicht so fest bei jüngeren Kindern, aber es gibt so Seiten, wo man googeln kann, was ist so etwa das, was man an Medien geben kann, je nach Alter. Aber findest du auch, ganz verbieten ist auch nicht richtig? Ganz verbieten, eben, da sind wir so zum Beispiel bei der Frage, hast du schon mal die Netflix-Doku gesehen, das Social Dilemma? Ich glaube, es heisst so. Ich bin jetzt ganz nicht sicher. Das ist dort, wo es diskutiert, was so soziale Medien und eben Handy und so anbelangt. Wo es Leute gibt, die bei Pinterest, Facebook, Instagram gearbeitet haben und darüber diskutieren, soll ich jetzt meinem Kind... Ich weiss, dass es eigentlich etwas Schlechtes ist. Ja. Also es ist Fluch und Segen. Mega, ja. Würde ich jetzt mal meinen. Fix bei dir. Soll ich jetzt meinem Kind, in dem, dass ich das ganze Wissen habe, weil ich ja dort gearbeitet habe, dass die Algorithmen so aufgebaut sind, dass du süchtig wirst, soll ich das meinem Kind geben? Genau. Oder? Und dann bist du jetzt bei kleineren Kindern vielleicht nicht so fest oder nicht so extrem, aber ich glaube, es wird immer auch vorher ein Thema, wo sich dann Kinder austauschen, ja, ich darf auf TikTok chillen. Und dann kommt das andere Kind zu dir als Elternteil und sagt so, ja, meine Kollegin darf und ich will auch. Ja. Dann bist du so, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Dann sagst du, wenn dein Kollege vom Fenster kommt, kommst du auch. Das ist ein Spruch von meiner Mami. Aber das ist, glaube ich, der Spruch von allen Müttern früher. Ja, ich weiss nicht heutzutage, ob es immer noch so benutzt wird, aber so.
Zu Recht auch. 90er, 2000er Ja, war voll. der Spruch. Gell? Wenn der das macht, machst du das dann auch. Ja. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Willst du Kind? Andere Frage. Das war immer schon ein Wunsch. Okay. Ja. Hat sich der Wunsch... Ist er kleiner geworden, seitdem du Kinderpsychologin bist? Nein. Okay, das ist schön. Das finde ich schön. Weil, also abgesehen von dem ganzen Schlechten, also wo man ja den Schwerpunkt legt auf das ganze Schlechte, ich finde, es hat einen mega schönen Moment, Mhm. wo du dann auch die Dankbarkeit spürst von den Kindern oder von den Jugendlichen, wo du siehst, du hast etwas erreicht. Mhm. Ja. Ja, sicher. Also Nicht vor allem, nur wenn du mal... schlechte Seiten. Ja, nein, eben, nein. Da hast du recht, ich habe es vielleicht ein bisschen zu schlecht, oder nur die schlechten Sachen angesprochen. Wenn ein Kind dann irgendwann kommt und sagt, dank Ihnen habe ich die Hürde wie können überwinden. Das ist kein schöneres Kompliment auf Mega der Welt. schön. Mega schön. Also ich habe jetzt auch meine Stelle gekündigt und wechselt die Stelle. Darum musste ich all meine Fälle abschliessen. Ja. Also abschliessen oder auch Gesund, weitergeben. gesund. Wäre schön. Ja, ja. Ja, und dann habe ich auch gewisse Rückmeldungen bekommen. Das war auch mega schön. Ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch in der Pflege geliebt habe. Oder jetzt auch im Knast. Schaffst im Knast einer, der immer wieder kommt, vollpumpt mit Medis. Und ich bin mal angegangen und habe gesagt, ey, du hast so viele Medis, Alter, du brauchst das gar nicht. Du brauchst es gar nicht. Schaffen wir das, also tun wir es wirklich abarbeiten, weißt, abbauen, besser gesagt. Und beim nächsten Mal, wo er dann kam, er ist wieder ins Gefängnis gekommen. Ja, habe ich jetzt nicht können so gut beeinflussen. Ja. Aber kein Focalin mehr, was ja auch so ein bisschen ähnlich ist wie Ritalin. Mega abgebaut an Schlafmedikamenten. Weißt, ich sage nicht, Medikamente sind falsch. Aber wenn du Medikamente nimmst, um die Ursache zu beheben, dann ist es falsch. Medikamente sind nur Symptomlinderung. Du musst auch etwas machen. Du musst auch zu einer Chiara gehen oder zu einem anderen Genau. Psychologe, Psychologin und darüber reden. Einfach gefressen die Medis und jetzt ist gut. So ist es nicht. Also die Wirksamkeit ist nur gegeben, wenn du in Therapie noch bist. genau. Ja. Ein Trugschluss. Jetzt muss ich schnell Genau. schauen. Das haben wir. Gibt es viele Kinder, die von den eigenen Eltern psychisch am Arsch sind oder von der sozialen Welt? Ich interpretiere die Frage jetzt so ein bisschen, wenn du kaputte Eltern hast, dass du dann auch wie ein kaputtes Kind wirst, weil du so viel interagierst mit den Eltern. Ich würde mal sagen, was so als Erklärungsmodell bei Störungen halt immer wieder aufgegriffen wird, vor allem jetzt, ich habe den Schwerpunkt kognitive Verhaltenstherapie. Klar Okay. mache ich auch noch etwas anderes, aber das ist immer so Gedanken, Umstrukturierung, Verhalten verändern, ergibt dann nachher etwas, oder? Und dort ist die Erklärung so, dass du das psychosoziale Modell nimmst. Und da hast du einerseits deine eigene Psyche, Persönlichkeit, oder, die du mit in dir drin hast. Genetik, also biologisch. Und Soziale, also das Umfeld. Und da muss ich sagen, hat es halt auch Einfluss, oder? Wenn es den Eltern nicht gut geht, dann übernimmt es auch gewisse Sachen. Oder wenn es halt Genetik ist, dann übernimmt es auch vielleicht. Das ist immer ein Prozentsatz, man kann es nie voraussagen, wie viel der Schwerpunkt ist von allem. Aber ich sage mal so, es kann auch sein, dass jemand voll in einem schlechten Umfeld gross wird und es gut kommt. Das ist ja so ein bisschen schwierig, oder? Viele Leute haben mich auch gefragt, die in der Psyche gearbeitet haben. Ja, Bro, was ist denn die Ursache? Was ist die Ursache? Psyche ist immer mega multifaktoriell. Ja. Und du kannst nicht sagen, wenn du das machst, wirst du schizophren und wenn du das nicht machst, dann wirst du es nicht, oder? Und ja, auch ein bisschen die Leute irgendwie so sensibilisieren darauf. Es ist nicht wie in der Somatik, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist auch ein bisschen schwierig. Also wir sind 4 Brüder, sind alle in der Pflege, 2 Somatik, Lustig. 2 Psyche. Und wir von der Psyche sagen unseren anderen Brüdern, wir könnten niemals in der Somatik arbeiten. Und die sagen, wir könnten niemals in der Psyche arbeiten, weil es so Handgelenk mal bei ist. Ja. Mal ein bisschen ausprobieren und dann mal schauen. Weil du kannst nicht, zum Beispiel einer hat Krebs, dann kannst du Chemotherapie machen oder sonst etwas und Erfolgschance ist
kannst jemanden ausrechnen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, bei 100 Leuten, die Schizophrenie haben, mache ich jetzt Kunsttherapie und es wird allen helfen. Yes, Weil darum so- sage ich. ja. Flexibilität. Das ist es, genau, Man muss Flexibilität. anpassen am Patienten. Einer hat zum Beispiel auch die Frage gestellt, was muss man als Kinderpsychologin mitnehmen? Ich glaube, das ist mal sicher ein Ansatz, oder? Flexibel zu sein. Ja, also als Kinderpsychologin vor allem gerne spielen. Ja. Ich habe halt lieber geredet, darum Ja. bin ich eher so zu ein bisschen den Älteren Aha. geswitcht. Dann muss ich sagen, ich muss können mit dem System arbeiten, Ja. mit Eltern in Kontakt sein, muss können, vielleicht auch bei mir jetzt als junge Psychotherapeutin, trotzdem, dass ich jünger bin als die Eltern oder manchmal sogar vielleicht gleich alt ab und zu, je nachdem wie früh das Eltern geworden sind, doch auch können das überbringen. Ja. Was oder der Respekt auch, Einfordern. ja, Ja. genau, sich nicht einschüchtern lassen oder so von strengen Eltern. Ja. Ich meine, das kommt alles mit der Erfahrung, aber ich denke, wenn du mega labil bist und dann das nicht vertreibst, dann ist das nicht für dich. Also, Was ich auch sagen soll, was wenn mich Leute gefragt haben, in so einem Setting zu arbeiten, wie jetzt Psyche geschlossen oder Knast, was braucht man? Es gibt etwas, was du nicht lernen kannst und das ist, wie vulnerabel du bist zu der Geschichte von anderen. Verstehst du? Ich kann eben so eine Geschichte hören, wie die andere angekettet ist. Es nimmt mich mit, es macht mich traurig. Ich bekomme Hühnerhaut, wenn ich darüber rede. Aber es managt mir nicht meinen Tag. Ja. Ich kann es wie ablegen und das kannst du, finde ich, nicht lernen. Entweder du hast die Gabe, oder Gott oder wer auch immer gegeben hat, oder du hast es nicht, oder? Und wenn du so jemand bist, der sensibel ist, hell no, geh weg von diesem Beruf, es macht dich selber kaputt. definitiv. Du musst können abschalten am Ende des Tages. Egal, was sie dir erzählen. Genau. Und ich finde, unter anderem hilft es, wenn du das kannst besprechen. Und ich meine, das ist ja auch etwas, wo mega geschaut wird, dass du das kannst machen im Job. Also, dass du Intervisionen hast und das besprichst. So Psychohygiene. Ja, genau. Und ich meine, das hat meine alte Chefin mir auch gesagt. Hey, gell, wenn du irgendeinen Fall hast, der dich gerade beschäftigt, hey, komm und red darüber. Ich habe das ziemlich wenig einfordern, weil ich eben nicht so fest Mühe habe. Aber es hilft, wenn es brauchst. Ja. Ja, matchentscheidend, wirklich. Also ich habe viel gesehen, der Psyche kaputt gehen. Menschen. Aus dieser Motivation heraus, ich will helfen. Ja. Empathie ist also etwas, wo mega falsch verstanden wird. Empathie ist nicht, ich fühle danach, ich spüre den Schmerz auch, schon fast so Borderline-Tendenzen, sage ich mal. Empathie ist, ich versuche, das aus deinen Augen wird zu sehen. Ich muss nicht mitleiden, ich muss nicht mitbrennen, mitbrüllen. Es geht einfach das Verständnis zu fördern. Das hast du oder? gut gesagt, ja. Das finde ich mega. Also es ist etwas, Verstehen. Genau, verstehen. Das ist auch etwas, wo ich viel sage, ey, ich verstehe dich. Und dann, das ist auch das, was ihnen amigs dann hilft. Oh mein Gott, ich werde verstanden. Ja, So voll. viel versteht mich nicht. Ja. Und jetzt werde ich mal verstanden. Plattform geben, dass sie das können auseinandernehmen, was sie beschäftigt. Was ist besser als ein 6-jähriges Kind? Was? Ich habe einen in der Community, er stellt die komischsten Fragen, wo es keine Antwort gibt. Er schafft immer wieder eine Frage zu finden, wo ich denke, jetzt ist sein Repertoire aufgebraucht. Dann kommt das. Was ist besser als ein 6-jähriges Kind? Soll ich dich fragen? Ein 7-jähriges Kind. In meinen Augen Jugendliche, einfach in meinem Job, Ja. würde ich jetzt mal meinen. Ein 6-Jährige, alles gut. Ich habe auch schon, also, ich glaube, die Jüngsten sind 6 oder so, ja, wo ich zusammen gearbeitet habe. Ja, ich finde es schön und gut, aber ich mag lieber reden. Wenn man es jetzt bezieht auf mich. Ja, eben da, er stellt so Fragen, wo du antworten kannst eigentlich, wie du, also es gibt keine richtige oder eine falsche Antwort. Dann die letzte Frage von der Community ist, wie umgehen mit hochsensiblen Kindern? Sorry, gell, ich habe dich da eingeladen und Hey, alles gut. kommen so Fragen, als wärst du die Stimme von der Kinderpsychologe. Alles gut, alles gut. Hochsensibles Kind. Kommt drauf an. Eben da ist wieder die Frage, wie hochsensibel, oder?
ist sie irgendwie hochsensibel auf Geräusche, auf Emotionen oder Ich glaube, Emotionen, also sagen, emotional? interpretieren wir es mal. Ja. Ich sage mal hochsensibel, emotional. Okay. Ich würde einfach immer wieder darauf eingehen, aufs Kind und schauen, hey, was beschäftigt dich und dann zusammen Strategien anschauen, wie es dem Kind wieder besser gehen kann. Oder schauen, okay, zum Beispiel ist irgendwie ganz wenig gecancelt worden oder so von einem Kollegen, Kollegin. Und dann einfach besprechen, hey, beim nächsten Mal los ist einfach nicht so hin. Oder wenn es nicht schwerwiegende Sachen sind. Klar. Oder einfach irgendwie unterstützen, dass es eine Strategie hat. Dass es sich nicht allein fühlt. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich ahne es einfach, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man mit Kind vielleicht nicht gerade anhockt und jetzt reden wir über das Problem, sondern wir machen es so beiläufig. Wie ich ein bisschen rausgehört habe, du hast viel mit dem Kind gespielt, ist auch so, sie spielen und dann öffnet sie sich. Also wenn du jetzt hockst vor einem 5-jährigen Kind und sagst, so jetzt sag mir mal, was dich beschäftigt. Das oder? können sie nicht. Genau, Kinder nicht erwachsen behandeln irgendwie. Genau. Also da wirklich einfach darauf eingehen, ohne eben Druck machen. Das würde ich jetzt nicht machen. Hey, du musst mir jetzt sagen, was ist. Nein. So einfach lassen, selber, wenn es reden will. Genau, wenn du siehst, es brüllt, oder? Das ist ja dann das Bedürfnis oder, vom Kind, wenn es brüllt, dass jemand da ist. Dann bist du halt einfach schnell da. Oder musst du jetzt nicht sagen, du musst mir jetzt sagen, was passiert ist, sondern hey, alles gut. Wenn wir irgendwie spielen und dann nachher vielleicht kommt es von alleine und sagt, ja, es ist das und das. Ich glaube, oft ist einfach wichtig, dass sich Kinder nicht hilflos fühlen. Weil sie sind hilflos, sie brauchen uns Erwachsene, sie brauchen uns Eltern und wir müssen eine Stütze geben, dass sie wissen, wenn etwas ist, ich kann reden. Ich darf zu meiner Mami, ich darf zu meinem Papi. Und nicht das erzwingen, du musst jetzt. Definitiv. Ich habe vielleicht noch eine Frage von mir selber, so vielleicht um das abschließen. Was glaubst du, ist das grösste Problem oder das Hauptproblem in der heutigen Zeit, wo die meisten Eltern oder Kinder vielleicht auch zu beißen haben? So das Generationsproblem, sage ich jetzt mal. Wenn du es müsstest verallgemeinern. Ich glaube, wir haben schon vieles angeschnitten. Also einerseits Social Media, wie gehst du mit dem um? Sollst du deinem Kind einen Social Media Account zulassen machen? Sind so viele Sachen, aber find irgendwo deine Mitte. Schau, dass du dein Kind eben nicht zu kollegial bist mit dem Kind, dass du eben Grenzen setzt. Ja. Ich glaube, die Folge fasst alles so gut zusammen. Ja, nein, voll. Finde ich auch. Hey, hast du noch irgendetwas, was du möchtest sagen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir da hocken, aber meine Blase ist am Durchdrehen. Ich muss so fett brünzeln. Hast du noch, also für eine Frage habe ich noch Zeit, das wollte ich nicht damit sagen. Irgendetwas, was du möchtest sagen, irgendeine Frage, oder? Ja, also vielleicht einfach sagen, dass es okay ist, zum Psychologen zu gehen, dass es auch okay ist, dass man mal ein Kind zum Psychologen schickt. Ich würde sagen, ich würde aber auch nicht zu schnell mal zum Psychologen schauen, ob wirklich ein Leidensdruck da ist. Das ist so ein bisschen das Wichtige. Und wenn etwas zur Sprache wird kommen, sagt das jetzt über Suizidalität, wo jetzt halt schon auch immer mehr ein Thema ist, dann das auch gut ernst nehmen und auch dem Kind sagen, dass falls irgendein Kollege oder eine Kollegin sagt, ja, ich möchte nicht mehr leben oder es geht mir so schlecht, dass die Kinder zu einem als Eltern können hingehen und sagen, hey, der und der hat mir das erzählt. Weil das ist auch etwas von meiner Masterarbeit. Man sollte also die Kinder sollten das nicht mit sich selber vereinbaren, sondern müssen Erwachsenen Hilfe holen. Sehr schönes Schlusswort. Und was ich hinzufügen ist, oder um deine Aussage unterstreichen, nicht den Psychologen suchen, zum Verantwortung abgeben. So ich als älterer Teil nicht machen, jetzt macht das Chiara, sondern das als Unterstützung wie angesehen. Oder? Wenn das Kind seinen Arm bricht und du bringst es zum Arzt, bist du die Person, die das Kind tröstet, oder? Wo das Kind dort anbringt, wo das Kind liebt, bäbelt, was auch immer. Und
es heisst nicht, dass wenn du es zum Psychologen schickst, die Arbeiten wie wegfallen. Oh So, ja, es finde gibt ich viele super Eltern, die wichtig. dann nachher sagen, ah ja, sie haben jetzt Verantwortung Genau. und sie machen das. Eben, das System schafft mit, die Eltern müssen mitarbeiten, sonst gibt es auch keine Verbesserung. Ja. Kennst du den Spruch am Schluss? Ich habe gemerkt, in der letzten Folge und auch die Folge mit dem Mike haben es auch nicht mehr gewusst. Aber warte schnell. Wir lernen voneinander, wir lachen miteinander. Nein. Genau. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Michael, nochmal in den Tiz rein. Siehst du, sie kann es, sie hat es können und einer von meinen besten Kollegen kann es nicht. Wir lieben dich trotzdem. Ich liebe dich. Und du kennst ihn, Ja. den Michael. Ciao zusammen, danke vielmals. Tschüss. Wow.